Oh mein Gott, ich bin offiziell Vize-Weltmeister in der Sportart VOG. Das gibt's. Das ist kein Joke. Es gibt keiner auf der Welt, der dieses Jahr diesen Kanal in der Vierertruppe besser gefahren ist wie ich, Frege Paul, Paulo Muck und motherfucking Fresh Torge, Digga. Oh mein Gott, ist die schön. VOG-WM 2024 Winterberg. Ich habe bei der VOG-WM mitgemacht dieses Jahr. Pro7, Fernsehen, alte Leute. Es hat ultra Bock gemacht. Aber ihr könnt euch beim besten Willen nicht vorstellen, rein von den Aufnahmen, wie krass das ist. Ich hab gedacht, es ist scary. Und ich würde jetzt sagen, ich bin nicht jemand, der Angst hat. Ich bin manchmal auch vorsichtig, aber bei so Sachen bin ich schon eher so, ja, lass mal machen, gucken, wie es wird. Es ist insane. Du hast ein Briefing, da sagen die, ja, so, bla bla bla, du darfst die Hände nicht außen an den Wok machen, weil wenn die Hände hier sind und du knallst gegen die Bande, Trümmerbruch, ganze Hand ist im Arsch. Ja, geht mal rein zu viert und zu viert wiegt man so, also unser Team hat so 410 Kilo gewogen, das ist knapp eine halbe Tonne und dann wirfst du dich mit einer halben Tonne in diesen Kanal rein, fährst da rein und denkst du bei den ersten 2-3 Kurven, ja, okay, ist schnell, aber geht. Da ist man so in den ersten paar Kurven so 50, 60 km/h, würde ich sagen. Irgendwann geht die Bahn nochmal so ein Stück nach unten und dann knallt's komplett rein, Digga. 110 km/h, du sitzt da drin, denkst dir, was zum Fick passiert? Also nach der ersten Fahrt, ich war so halb traumatisiert. Ich hatte keinen Bock mehr weiterzufahren. Man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Es ging mit der Zeit. Dann wurden wir insgesamt Zweiter bei der VOG-WM. Wir haben das gut gemeistert. Hat sehr, sehr Bock gemacht. Ich war im Team mit Paulo Muck, Paul Frege und Fresh Torge, die absolute Legende Fresh Torge Chat. Ich kann nur sagen, Fresh Torge, ich habe den ja nicht gekannt vorher, er uns auch nicht, aber ich habe den schon sehr cool eingeschätzt. Fresh Torge, absolute Legende. Ultra netter Dude, ultra witziger Dude. Wir hatten so eine geile Chemie im Team, was glaube ich auch immer wichtig ist, dass man so sich geil versteht untereinander. Hat richtig Bock gemacht. Aber wir müssen auf meine Fahrten reagieren, okay? Wir müssen auf die Fahrten reagieren und gucken, was wir gut und schlecht gemacht haben. Wir machen die VOG-WM zu unserem Game und die anderen sind nur NPCs. Hahaha! Das war unsere erste Fahrt. Man hatte insgesamt 2 Fahrten. Die Zeiten werden addiert. Ich saß ganz hinten. Frege war unser Pilot. Torge hinter Frege und dann Paulo Muck, dann ich. Der Vorderste ist der so lenken muss, Type Beat. Und die Hinteren müssen anspannen und gucken, dass man in den Kurven das Gewicht richtig verteilt. Aber der Vorderste, also Frege, hat auf jeden Fall am meisten Eier, muss man sagen. Staffel, wo mit Lasergewehren und jetzt? Die waren also schon längst wieder unter der Dusche. Dab! Ich hab gedabbt. Auf Pro7, live, Primetime. Ich hab Pro7 Primetime gedabbt. Das ist krass. Hat, glaube ich, Manni Ludolf oder... Okay. Wer war noch so hier am Anfang ein bisschen schräg rausgekommen, ist aber okay. Oh, guck mal an, was die hier für eine guter Start Zeit hinlegen. Aber ähnlich wie zuvor Griechenland. Am Anfang ist mir noch relativ langsam, okay? Links gegen, rechts gegen, links gegen. Mal gucken, hat's was gekostet? Wie viel? Was man dazu sagen muss, wir sind als Letzter gestartet, weil wir das Qualifying gewonnen haben. Und wenn du das gewinnst, startest du als Letzter, weil die Bahn, wenn die halt eingefahren ist, es ist einerseits kälter, obviously, wenn es später ist, und die Bahn ist halt von allen anderen VOGs eingefahren. Das heißt, du bist schon vom Ding her schon so ganz bisschen schneller, weil es einfach glatter ist, ne? Checkt ihr. Wie viel hat's gekostet? Digga, da sitze ich hinten. Da sitze ich. Hier! Sieht man das? Da bin ich. Eigentlich noch in Ordnung. Okay. In Führung immer noch die Mannschaft Zolka. Bis hier ist noch langsam. Bis hier bist du noch so 70 km/h schnell. Dann kommt diese Kurve hier. Wäre also Deutschland 3 vor dem überraschend guten WWW2-Team. Und jetzt das ist so eine 360-Kurve, die so ein bisschen nach oben geht. Und danach geht's los. 76,5 ja, gut. 0,58, Verzeihung, Kilometer pro Stunde. Ist ein ziemliches Brett hier. So, und jetzt, hier, das ist die Einfahrt in Kurve 9. Kurve 9 ist eigentlich die schwerste Kurve und die Kurve, die alles entscheidet, weil, wie kann man das erklären? Du hast eine lange Kurve und du fährst rein, gehst einmal hoch, gehst dann runter und zum Ende der Kurve gehst du nochmal so hoch. Also, ne, so rein, runter und dann hoch. Und wenn du das erste Mal hoch gehst, kannst du chillen und dann, wenn du unten bist, zum ersten Mal, alles Gewicht nach rechts, weil es geht relativ scharf aus der Kurve raus und dann spickst sich so und die meisten Teams dreht es dann so auf den Kopf, ne? Also du gehst dann mit da sind so circa 100 km/h, gehst du rein und dann spickst dich fast raus und dann musst du nach rechts dein Gewicht verlagern und halt so den Wok runterdrücken. Ihr checkt physikalisch, Physik halt, ne? Aber ihr seht jetzt hier. Wird's in der okay, sein? Hier kommen wir rein. Das erste Mal oben. Hier sind wir das erste Mal oben. 02, und jetzt hier. Hier muss alles Gewicht nach rechts und... alles passieren hinten raus. Ja! Die retten das Ding noch. Wir haben es gepackt. Es sind, glaube ich, von 10 Teams 5 hat es dort geflippt. Und dann rutscht du auf dem Arsch bei 100 km/h ins Ziel. Minute. Nur eine Mannschaft hat es geschafft. Was ist noch drin? Gibt es noch die zweite Überraschung durch unsere Influencer? Naja, zweiter Platz. Zweiter Platz. 1:00:26.
Ist eine sehr gute Zeit. 1:00,26 ist eine sehr gute Zeit. Deutschland 3 vorn. Na, guck mal hier, und Chat. dann zweimal die WWW-Teams. Digga, man ist komplett schräg, ne? 90 Grad ist das Ding. Und wenn du jetzt hier das Gewicht nicht verlagerst, dann dreht's dich. Die im letzten Jahr überhaupt nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun hatten. Geil. Das war der erste Run. Zweite Fahrt, wir waren auf Platz 2, das heißt, wir sind als zweitletzter gestartet. Wir waren so 400 Kilo schwer. Ich glaube, die ersten waren ein bisschen schwerer, aber das Problem ist, wenn du zu viel Gewicht mitnimmst, dann kannst du bei dieser Kurve 9, kannst du das nicht mehr halten und dann flippt's dich meistens automatisch. Dann haben wir gesagt, ey, wir nehmen ein bisschen Gewicht raus, aber probieren diese Kurve schön zu fahren. Das war das einzige Ziel und ansonsten einfach clean zu fahren und dann können wir es holen. Wir hatten wirklich die Chance, das zu gewinnen, waren aber auch es war sehr schwer abzuschätzen, wie man es so taktisch angehen sollte. Ich glaube, im Fernsehen sieht das so sehr dumm aus, aber man macht sich actually viele Gedanken. Gibt es hier noch die Sensation? Ich Okay, bin jetzt Finale. WWW1 Finanzguru ist unterwegs. Ja, waren alle das erste Mal dabei von unserem Team. Alle. Und sogar auf der letzten Position. Ey, da sind Leute dabei, die haben das schon 7-mal gemacht, ne? Die haben so viel Erfahrung. Die nehmen Techniker mit, die schleifen den Wok unten. Die haben Gewicht in ihrem Arsch, dass der Schwerpunkt tief ist und so. Und das wussten wir alles nicht. Deshalb ist actually Platz 2 relativ gut, würde ich sagen. Okay? Würde ich sagen, ist relativ gut. Mitgelenkt. Ist mir auch völlig neu. Aber vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Erfolg. Ja, Vorn. gut bis jetzt, Paul clean. Frege, der kennt die Bahn. Sehr clean. Der war hier heute nicht gerade unterbeschäftigt. Erhitzen hättet ihr müssen. Erhitzen darf man nicht. Es gibt ein Regelbuch für die Wok-WM. Ich glaube, es gibt sogar einen Wok-Verein, meinte ich. Und da gibt es ein Regelbuch. Also du darfst nicht einfach alles machen. Ein Zehntel der Vorsprung. Oh, was hatten die denn vorhin? Ja, viel lag auch nicht dazwischen, ne? Okay. 2 Zehntel ungefähr nur. Das heißt, da Bis jetzt fehlt noch alles nach dem easy, ersten alles Durchgang gut? schon ein bisschen was. Alles Kann gut? auch sein, dass die beiden Jetzt. die Plätze tauschen. Denn das sind nur noch 600stel. 360-Kurve. Nur noch 600stel aus Sicht dieser Mannschaft auf der richtigen Und Seite jetzt. der Uhr. Jetzt, Leute. Aber der Scharfrichter kommt erst noch. Nee. Erhitzen war früher Endgegner. Ja, früher durfte man noch so viele Sachen machen. So, jetzt Kurve 9, zweiter Lauf. Wir wussten, wir dürfen nicht stürzen, ansonsten kein Podest. Nämlich jetzt. Jetzt gucken Ja, wir gehen rein. Haben Schon ein bisschen unruhig. wieder ein bisschen Wir gehen ultra hoch hinauf. Vorsprung aber. Zeit gefunden. Und jetzt hier. Das war der Moment. Du sitzt hinten drin. Du siehst, Ende der Kurve 9 kommt und du denkst einfach nur, bitte, bitte, bitte. Du machst alles Gewicht nach rechts. Es geht so unfassbar schnell. Du hast Angst, du spannst deinen Körper an. Atmung ist schwer. Und dann? Bleiben Sie drin. Ganz kurz. Ja, müssen ein bisschen kämpfen. Hoch. Frege hat sich so geisteskrank gut Oh, gesaved. das kann knapp werden. Geil. Schnell wieder drin gewesen, Ja. aber leicht auf der Seite. Schnell. Es hat ein bisschen gebremst. Ganz unten Und wie es mich da gegen die Wand Kommt die scheppert. Seht ihr das? Guck mal. gewesen, aber leicht Warte. auf der Seite. Es hat ein bisschen gebremst. Okay, guckt jetzt hier, wie ich links hochgehe. Hinten, ganz hinten hoch. Ganz Und dann, unten kommt bam. die ganze Wahrheit. Ey, das scheppert so, ne? Wenn du da deine Hand draußen hast, Hand ist durch. Und es reichen 3 Ja. Zehntel für die Führung. Auch wenn es Zweiter Lauf. Ey, wir waren eigentlich basically genau schnell, ne? unsere Freunde und Freundinnen aus dem Ja. Internet liegen auf 1 Aus dem Internet. und auf 2. Guckt jetzt hier den Save von Frege an. Das ist Nur noch geisteskrank. eine Mannschaft Gewicht ist rechts. kommt. Und jetzt Es hier. kommt nur noch Frege das fällt Team raus. Unser Wok hinten zum Glück hat sich gesaved. Deutschland. Und jetzt Frege hier mit dem Bein. 3. Boom. Und das Gedreht. sind die Erfahrenen. Und wieder Das rein. sind Das ist geisteskrank. Der hat es zum ersten Mal gemacht dieses Jahr, ne? Bin sehr zufrieden eigentlich grundsätzlich. Hat sehr, sehr Bock gemacht. Wir sind Vize-Weltmeister beim Wokfahren. Aber ich kann es jetzt sagen, Pro7, Puff Puff, wir kommen nächstes Jahr wieder. Das gleiche Team, Fresh Talk ist dabei, wir haben es besprochen, wir kommen wieder und wir holen uns nächstes Jahr den motherfucking Platz 1. Wir nehmen einen Techniker mit, der schleift uns das Ding wie ein Spiegel. Und dann brettern wir da drüber, mehr Gewicht und dann holen wir das Ding. Und Fernsehen, Digga, oh mein Gott, Fernsehen. Du bist nur am Warten. Die sagen dir, um 12 Uhr musst du da sein, unbedingt umgezogen da sein. Dann wartest du eine Stunde, weil alle kommen zu spät. Dann hast du dann Training, ja, dann, ihr müsst dann da sein, sonst ist Stress. Dann wartest du wieder eine Stunde. Dann ziehst du dich 2 Stunden vor der Sendung um. Unsere erste Fahrt. Sendung ging los um 8. Wir waren um 17 Uhr umgezogen. 20 Uhr geht die Sendung los. Unsere erste Fahrt war um 11:30 Uhr, nach 3,5 Stunden. Wir saßen 4,5, 5 Stunden einfach nur rum. Mit diesem ganzen Outfit. Yo. Ich finde das Konzept an sich von der Wok-WM finde ich richtig geil. Also, dass du Promis einlädst, also Promis, ne?
einlädst und die fahren da. Aber irgendwie, das ist halt alles noch so ein bisschen 2005 Typebeat-Fernsehen. Wisst ihr, wie ich meine? Werbung, alles ist langsam. Dann hast du vor jedem Team 5 Minuten Einspieler. Man kommt, glaube ich, als Zuschauer nie so richtig rein in den Flow. So vom Gucken. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde, die sollten so TV Total Turm springen, VOG-WM nehmen, das in den Mixer werfen und einfach mal so alles ein bisschen neu machen, so ein bisschen anpassen auf die jungen Leute, weil man würde ja denken, yo, die Sendung gefällt zum Beispiel meinen Eltern. Meine Eltern haben auch geguckt, aber die haben abgeschaltet irgendwann, weil die sagen, ey Digga, das dauert alles so lang. Weil an sich ist das Event geil und ich verstehe halt nicht, wieso so Leute wie ein Joko, Nina Chuba, vielleicht ein Agu, irgendwelche Fußballer, die jetzt big sind, also Leute, die so wirklich relevant sind und Leute pullen. Ich weiß nicht, ob diese Aussage komisch ist, müsst ihr mal sagen, Chat. vielleicht ist es auch eine komische Aussage, aber ich würde sagen, dass sogar vielleicht die WWW-Teams, also die Volta Twins, Nova, wir, Fresh Torge, dass wir vielleicht sogar mehr Zuschauer pullen als irgendwelche alten Sportler, die schon seit 30 Jahren retired sind und nicht mehr Sport machen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich fände das so geil, wenn man diese Sendung irgendwie wieder so drehen kann, dass auch ein Joko kommt, dass ein Papa Platte wieder kommt, dass einfach Leute kommen, wo man sich denkt, ey geil, die will ich sehen. Joey Kelly wäre gekommen, aber der ist gerade auf dieser Atlantiküberquerung. Ja, Joey Kelly pullt safe auch, Leute. 100%. Man könnte diese Formate so geil machen, weil an sich sind es ja geile Formate. Aber irgendwie muss man da ein bisschen refreshen. Ist mein Feeling. Müsst ihr mal sagen, Chat, was da so eure Meinung dazu ist.